Ich bin David Fischmann. Ich bin ein Professor von jüdischer Geschichte im jüdischen theologischen Seminar und auch ein Forschmitarbeiter in JIVO. Und die Ausstellung da, The Paper Brigade, ist auf dem Smach von einem Buch, was ich habe rausgegeben letztens, was heißt The Book Smugglers. Das ist, ich meine, sehr eine wichtige und verhabende Geschichte, eine ähnliche Geschichte, wegen wie Jiden, Assyrim in Wilner Ghetto, haben abgeraten mit jüdischer Kultur äußeres. Nun, das ist, versteht sich, gewesen der Initiative von den Deutschen. Der Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg gewesen als eine Agentur von den Deutschen zu bagaseln Kulturäußeres, allerlei Kulturäußeres über ganz Europa. Sie haben gegangen mit Kunst, sie haben gegangen Sachkunst, aber auch Bücher. Und zwischen anderen haben sie gerade ein Abteil, was hat verhabt, bagaselt, jüdische Bücher, Judaica, auf Hebräisch, auf Jiddisch, für Judenforschung, für die antisemitische Forschungsgebiet. Darüber sind sie gekommen in Wilna. Sie haben gewusst, dass Wilna hat große jüdische Bibliotheken und Wilna gewinnt eine hohe Priorität, aber sie haben sich gehabt, dass sie haben nicht dem Personal. Sie haben nicht also genug Deutschen, was kennen lernen Jiddisch oder Hebräisch, kennen jüdische Geschichte. Haben sie gemusst uns stellen, also sozusagen anstellen, sie haben gemusst ausnutzen Judenkräfte, also haben sie es gerufen, jüdische Keuches. Und sie haben geschaffen, die Brigade. Was ist mit der Zeit gewachsen, aber bei einem Höchpunkt hat gehabt 20 Mitglieder von der intellektuellen Brigade und 20 Mitglieder von der technischen Brigade. Alles bestanden von Intelligenten, kann man sagen. Berosch ist gestanden der Bibliothekar Hermann Kruk. Die Deutschen haben ihn bestimmt, wie der Rosch von der Dosiker Arbeitsbrigade. Und er hat angestellt alle anderen. Sein Stellvertreter, sein Gehilf ist gewesen Zelle Kalmanowitsch, was ist gewesen einer von den Chefen von JIVO, Vater Mohammed. Und alle anderen sind gewesen Lehrers, Schreibers, Forschers und viele Künstler, Musiker. Es ist alle verschiedene Meinungen. Ich meine, wir sollen anheben mit dem Jivo Binyan, weil das ist der Jivo Binyan in Wilna, Vater Mohammed, wie Wulske 18, ein schöner, größer, moderner Binyan. Und wie paradoxal das soll nicht sein, haben die Deutschen beschlossen, als das soll sein der Arbeitspunkt von der Dosiker Brigade. Das heißt, man hat darüber geführt, diese andere jüdische Sammlungen dahin. Es gibt andere jüdische Bibliotheken, andere jüdische Organisationen, Schulen, Gymnasien, alles. Und die Sammlungen sind schon da gewesen. Es ist gewesen bequem. Hat man verhabt alle Zimmer und sie genutzt. Für der Dosiker Arbeit, was hat geheißen bei ihm ist, Einteilmaterialien, was soll man schicken in Deutschland und was soll man nicht schicken in Deutschland. Und nach einem gewissen Punkt haben die Deutschen bestimmt, das, was man schickt, nicht in Deutschland, schickt man zu zerstören. Faktisch, das in Papierfabriken hat man sie gerufen, wo man das übergenutzt wird auf neues Papier, aber faktisch zerstört auf dem Öfen. Also das ist ein größer, schwerer Moment, ein Paradox. Als die dosige Intelligenten, Liebhaber von einem geschriebenen Wort, was Literatur und sie gewinnen, also, und Bechlal Bücher sind sie gewinnen, also in und teuer. Sie haben gemusst beschließen,
was schickt man in Deutschland und was wird man zerstören. Und dafür, sie haben nicht gekannt, Scholle machen, nicht mit jenem Variant und nicht mit einer anderen Variant, und dafür haben sie beschlossen, dass sie müssen abraten, wenn Material ist gewesen auf dem Guff. Das heißt, man ist unter die Bgodim, unter die Kleider, Abicho oder Dokumenten, Papieren, Poschet, sie behalten herum der Taille oder von unten, also wie ein Winderle, ja. In die Schicht, in die Stiefel. Da wird man sehen, gewisse Bücher sind sehr klein, sehr gering zu behalten in der Schuch. Und Tag ein, Tag aus, etliche Menschen jeden Tag haben reingetragen Material. Das ist angegangen in 1,5 Jahre, eine längere Kuffe. Also, das ist der Hauptöfen. Das hat erwartet geheißen, reintragen in Ghetto, weil der Ivo Binyan ist nicht gewesen in Ghetto. Man hat gearbeitet äußeren Ghetto, aber man hat gehalten, dass der sicherste Ort für die Bücher und Materialien ist in Ghetto, zwischen Jiden. Aber da reinzugehen in Ghetto hat man gedacht, durchgehend im Ghetto teuer. Dort sind gewesen Wächter. Allemal sind dort gewesen litwische Polizei und allemal gewesen jüdische Ghetto-Polizei, aber das Ärgste gewesen, wenn es gewesen Deutschen. Deutschen sind nicht gewesen ständig, aber wenn es gekommen Deutschen geworden, alle sind geworden sehr angestrengt. Damals hat man besucht Menschen sehr streng und damals hat der Mensch gekannt, Patzol mit dem Leben, eine harten Strafe. Das ist ein Schema von Wilner Ghetto. Wie ihr seht, es ist nicht ein sehr größer Ghetto, es ist in ganzen 7 Gassen. Und beim Onheb haben da gewohnt, nur beim Sama-Onheb haben da gewohnt 40.000 Jiden. Das Rauf von der Zeit haben da gewohnt 20.000 Jiden. Da ist der Judenrat. Efter darf man sagen, Bechlau, in Reut ist verzeichnet die Erde, wo man gehabt, wo wir wissen, es sind gewähnt Behältnissen für Bücher und Materialien. Ja, in Ghetto-Bibliothek hat man euch gehabt einen speziellen Ort, wo man behalten Bücher, was man nicht gewissen, die Meulen, die das Kulturhäuser, das hat Krug organisiert. Aber die Hauptbehältnis, die größte Behältnis, die da gewähnt auf Schavlergasse, Schavler 6, das ist ein Bunker. Das ist ein tief unter der Erde, das ist ein Gebäude von einem speziellen jüdischen Bauingenieur mit Ventilation, mit Elektro. Und dort hat man gehalten Kastens mit Kulturhäusern. Dort hat man auch gehalten Gewehr. Die Partisaner vom Ghetto, der FPO, hat gehalten dort ein Gewehr. Das ist der wichtigste Behältnis für die dosige Material. Das heißt, bald nach der Befreiung von Wilna ist Kaczerginski der Erste. Schmerka Kaczerginski der Erste, als Mamisch gekämpft für die Befreiung von Wilna und ist rein der Same Erste im Tag von der Befreiung von Wilna, dem 13. Juli 1944. Sutzkewer ist angekommen mit 10 Tage später von Moskau, oder von hinter Moskau, und sie haben organisiert die Unternehmung von Aufgraben und Entplätten die behaltene Kulturhäusers. Ja, da sieht man den Wagen, da sieht man den zerstörten Ivo Binyan. Das ist ein sehr tragischer Moment, weil Sutzkewer hat sehr klugen Einfall zu behalten Materialien in dem Binyan von Ivo. Man darf es nicht rausnehmen. Wir können gehen oben auf den Boden und sie da kollen Löcher dort und wir können behalten auf einen Ort im Binyan, wo keiner wird es nicht sein. Sehr kluger Einfall. Aber zum Bedeuren ist der Ivo Binyan geworden bombardiert, wenn die Deutschen haben sich zurückgezogen von Wilna. Also von dem Einfall ist gar nicht geworden, dass das alles gewinnt, zerstört. Und das sind die neu gefundenen Materialien. Das sind die letzten Gefinzen. Das heißt, Materialien, was man gefunden in Litte, in Wilna, im Mai 2016. Was sind da, die Litwische Nationale Bibliothek hat sie entliehen, dem Ivo, zu weisen, Poschet Mustern
Man hat gefunden 10.000 Seiten, kolorlei Material, euch riesige Archivsammlungen, was Teil von sie sind jahrelang in Jiva, und jetzt hat man gefunden noch Teilen von dieselben Sammlungen in Vilna, was der ganzen und bereicherten Sammlungen, was wir wissen, was wir haben schon da, ist das ist ein astronomisches Werk, ein Werk von rabbonischer Astronomie, geschrieben im mitten 18. Jahrhundert. Das sind von den älteren Sachen. Die ältesten Sachen, was man dabei identifiziert, sind von mitten 18. Jahrhundert. Das ist ein Dokument, was ich stolziere sich, weil ich habe es entprägt, es ist nicht gewinn identifiziert, nicht gewinn katalogiert. Das ist ein Kontrakt zwischen der Ramaylis Yeshiva in Vilna, eine Yeshiva, und die Chevre von jüdischen Wasserträgern in Vilna. Die Wasserträger haben gewollt, wie eine Chevre haben gewollt, haben wo zu davenen. Aber das sind die Wasserträger, sie sind Orem. Sie können sich nicht beginnen, sie haben einen eigenen Binyan oder einen eigenen Klois. Haben sie gemacht, einen Abmach mit der Yeshiva, als sie wollen können davenen in der Yeshiva. Shabbos, Yontiv und so weiter. Und sie wollen nicht davon zahlen ihre Geld, sie dürfen nur schenken Chumoshim und a Gemore, a Shas der Yeshiva. Und wir haben Austausch, wird die Yeshiva sehr erlauben, zu davenen, nicht in ein Zimmer, wie sehr groß. Das ist sehr interessant von einem sozialen Guckwinkel, wie, man kann sagen, die Elite und das Volk treffen sich und haben in einem gewissen Sinne ähnliche Werten. Ja? Die Wasserträger wollen auch davenen. Ein Brief von Shimon Dubnov, eine Autobiografie, der Ivo doch wenn bei ihm versammeln Autobiografien und machen Konkursen von Autobiografien. Eine Autobiografie von einem Mädel, Bebe Epstein, was hat übergelebt. Dem Vilna Ghetto gewohnt, da in Amerika nach der Mohammed. Ein Brief von Shalom Aleichem mit seinen sehr typische Chsime, wie schreibt sich unter, was wir können einmal erkennen, dass es von Shalom Aleichem. Und öfter das Schändel von den letzten gefundenen Materialien ist ein Heft mit Avram Sutzkevers Lieder geschrieben in Vilna Ghetto. Das ist ein Heft in seinem eigenen Ksav. Du weißt, die Papierbrigade hat nicht nur geraten mit Kulturäußeres von Jiva, von Strashun und so weiter, sondern sie leben über wichtige historische Geschehnisse und als Dokumenten vom Ghetto, und wer hat noch Tagebücher vom Ghetto, sind allein Teil der Kulturäußeres, sie werden geschaffen, manchmal in sehr eigenen Tag. Und dafür haben sie geraten wird, solche Sachen wie Speiskartes, die Zeitung von Vilna Ghetto, eine offizielle Zeitung von Judenrat Ghetto Ideas, alle Nummern von den Ghetto Ideas und deutsche Meldungen, offizielle Meldungen von Judenrat. Und die wichtigste Sache, was geraten wird, sind die Tagebücher. Ja, verschiedene Tagebücher. Und der wichtigste von allen, sie sind alle wichtig, aber der wichtigste von allen wie Chronik ist Hermann Kruks eigener Tagebuch, was hat nicht nur geschrieben, nur nachdem hat der Sekretarchef hat es als austipiert. Es ist hunderte Seiten. Und Alpines hat Hermann Kruk allein ist umgekommen. Der Rosh von der Doseker Brigade ist umgekommen in einem Lager in Estonia. Aber sein Tagebuch hat man mamisch mit Nissim gefunden und restauriert. Eines, das ist Posheta. Versteht sich an dem verhabendige Muster von geistigen Widerstand. Man redet wegen geistigen Widerstand. Aber wir haben nicht einen konkreten Fokus, was soll sein, der Äquivalent von dem Warschauer Ghettoaufstand. Wegen bewaffneten Widerstand, was kein sachbewaffneter Widerstand, aber der Muster, der Idee ist der Warschauer Ghettoaufstand. Und wir haben nicht gehabt,
als ein Muster, eine Idee von geistigem Widerstand. Ich meine, als die meisten von der Papierbrigade wollte gedacht dienen, wie als Menschen haben mamisch risikiert mit dem Leben für die jüdische Kultur, für die jüdische Jerusche, für die jüdische Geistigkeit. Das ist einmal weg. Für was ist das, als macht es als Räuschen, die lose Geschichte? Einfach ist es eine Metapher. Eine Metapher, was meine ich mit der Metapher, symbolisiert der ganze Indium von Teuerdigkeit von der jüdischen Kultur und jüdischer Jerusche. Für uns, was haben sie getan? Sie haben aufgehielt das, was hat sich gelost aufhielten. Sie haben nach dem zurückgenommen, das, was man gekannt nehmen. Und später haben sie euch herausgeschickt, das heißt, weggenommen, übergegeben in New York. Und ich wollte gesagt, das, was wir dürfen tun, wahrscheinlich jüdische Kultur, wir dürfen aufhielten, wir dürfen einnehmen, zurücknehmen, vereignen, das, was ist für uns wichtig oder teuer oder wertvoll. Und wir dürfen es übergeben. Ja, übergeben unsere Kinder, übergeben andere. Also in der Sache, wir können sagen, das, was die Papierbrigade getan ist, das, was alle Juden dürfen tun. Wahrscheinlich sehr kulturjüdisch. Sag mich einmal, als du gehst den letzten Weg, im Leim Laien,